Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Der beste bayerische Filmpodcast der Welt mit mir, dem Esel Mike. Habidere da draußen und im virtuellen Studio dabei der Kani. Servus. Servus, grüß dich. Hey Kani, gut schaust du aus. Ja, was liegen du hast, baust du fertig. Du schaust aus wie die Leute, die in unserem heutigen Film sich da so rumtreiben. So ein bisschen schaust du aus. Ja, so fühle ich mich ja, muss ich sagen. Also richtig durchgenudelt. Gerade die Halsketten mit Zipfeln geht da ab. Die habe ich jetzt dabei weg, weil ich nicht gewusst habe, ob wir mir das veröffentlichen. Da haben wir gedacht, was du siehst, Social Media mag das nicht so gern, wenn man da Genitalien sagt, darum haben wir es einmal weggelassen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir es einmal weggelassen. Leider heute müssen wir sagen, bevor wir sagen, welchen Film das wir besprechen, es war eigentlich was gewesen, wo wir einen Ritchie wieder dazu gebraucht hätten. Eigentlich schon. Aber damit wir wieder mal so richtig aktuell sind, haben wir gesagt, haben wir jetzt da gleich, wir sind quasi vom Kino raus und direkt vor das Mikro. Und zwar haben wir uns jetzt anlässlich vom Fantasy Filmfest den Film Deathgasm 2 angeschaut. Gormageddon. Wieder am Regiestuhl Platz genommen der Jason Holden. Holden, das ist ein guter Name übrigens. Jason Holden. Der Holden. Das passt genau, dieser infantile Pimmelhumor jetzt da, gell? Das passt genau zum Film. Das passt perfekt. Jetzt muss kann ich erzählen mir die Leute, um was das eigentlich geht in Deathgasm 2 Gormageddon. Wir sind jetzt, also wir haben ja jetzt ganze 10 Jahre auf diese Fortsetzung gewartet. Und ich glaube, im Film sind wir auch 10 Jahre später, kann es sein? Ja, genau. Und wir sind wieder beim Brody, der ja damals schon die Hauptfigur vom ersten Teil war, gespielt von dem Milo Cawthorn. Und er ist halt eigentlich stehen geblieben auf dem Stand von Deathgasm 1 von vor 10 Jahren. Seine Freundin ist ihm davor, die bezaubernde Medina von der Kimberly Crossman gespielt. Und der einzige, hey, kein Catcalling, gell? Weiß ich nicht, wo das hergekommen ist. Das war auf der Wunsch. Das hat der Corby eingeschnitten, oder? Ja, der Corby, der alte Frauenfeind. Das ist unglaublich. Und dann zwingen wir uns auch noch schlecht dastelassen. Das ist wirklich richtig mies für ihn. Er wohnt jetzt da allein, sie ist ihm davor aus einer Band. Deathgasm ist auch nichts geworden. Er träumt immer nur davor, einfach mit Metal irgendwie durchstarten zu können. Muss vor der Stütze, muss er leben, weil er auch jobmäßig nicht wirklich was auf 3 kriegt, weil er halt auch total ungepflegt ist, stinkt und schwitzelt und vollgeschwemmt ist. Vollgeschwemmt ist er, stimmt. Dann rennt er mit seinen Hammi-Shirts in die Arbeit ein, das geht alles überhaupt nicht, sagt dann der Chef von der Stütze, der komische Rot, der Ginger Sepp. Und ja, irgendwie möchte er einfach, er trinkt dann auch seinen Kummer immer wieder in Alkohol, in exzessive Einheiten. Exzesse, so war das Wort. Exzesslichkeiten, genau. Mit seinem Kumpel, dem Dicken, wie hat er geheißen? Entschuldigung, nicht Dick, sondern den Mehrgewichtigen. Jetzt weiß ich, wie das war das der Giles? War es der Giles oder war es der Dion? Dion ist der mit der Brain. Das ist der schmächtige am Keyboard, der ganz schlechte. Der billige Harry Potter. Ja, genau. Okay, also mit seinem um es politisch korrekt zu formulieren, mit seinem mehrgewichtigen Freund. Oder, wie man bei uns sagt, mit dem Typen mit der fetten Scheißen. Oh Gott. Fette Scheißen haben nur Frauen, wie heißt's, gell? Leck mir Marsch. Das hat schon wieder der Corby eingeschnitten. Wahnsinn, Corby. Hör mir auf jetzt, Corby, das ist echt furchtbar. Übertrag deinen Hass nicht auf uns, weil wir sind ja keine Incels. Genau, mit dem sauft er dann über und dann passiert eigentlich so, ich darf fast sagen, Ash versus Evil Dead Situation. An das habe ich auch denken müssen, ja. Schon, oder? Ja, voll. Dass er dann im Bumsuff wieder die Black Hymn raussucht, die im ersten Teil schon für die Dämonenplage gesorgt hat und denkt so, hey, mit der kann man ja unsere Kumpels wiederbeleben. Dann haben wir Deathgasm wieder am Start als Band und gehen wir nämlich dann auf den Contest Noise Quest, oder wie hat er geheißen? Noise Quest war das. Noise Quest, genau, gehen wir da hier und dann haben wir unseren Durchbruch und endlich geht mein Traum in Erfüllung, dass ich mit einer Metalband ganz oben auf dem Metal Olymp Platz nehmen kann. Genau. Und wieder allen erwarten, haut das nicht so hin. Richtig. Und wir schwenken diesmal von einem Dämonenbesessenheitsfilm zu einem waschechten Zombie-Film im Endeffekt, oder?
Ja, schon. Im Endeffekt, weil der erste Teil war ja so mit dämonischer Besessenheit und die Richtung. Und jetzt diesmal war halt wirklich Nekromantie, Tote wieder beleben. Und ja, so hätte es jetzt ich gesehen. Es waren einfach andere Seiten. Ja, Leid essen wegen sie auch gern, gell? Da werden anständig krassel voll Leute gegessen. Also gore-technisch, glaube ich, setzt da in dem ersten vielleicht sogar nochmal einen drauf. Also mindestens fast, ebenbürtig, wenn er ihm nicht nur einen drauf setzt. Er war schon recht. Ich würde sogar sagen, ein Stückel drüber, also der mag schon Kreuzblättern die ganze Zeit. Ja, und war wirklich geil gemacht. Also effekttechnisch war das fett. Ja, wie ist das Konstanski, oder? Steven Konstanski, ja. Der hat der Psycho Gorman auch gemacht hat, der hat auch meine die Effekte mitgemacht. Genau. Und die schauen schon, also es ist, glaube ich, fast alles handgemacht, oder? Also CGI war mir jetzt nicht großartig aufgefallen. Nein, ich glaube CGI war eher nur allerweil so, wenn irgendwie so Blitze waren oder sowas in der Richtung, aber anderweitig, glaube ich, war hübsch alles handgemacht. Ja. Ich sage euch eins, der Film hat ein riesiges Problem und das ist sein Humor. Finde ich. Also, er ist nochmal um einiges mehr drüber als der erste. Und das macht ihn schon brutal lächerlich. Finde ich. Teilweise echt, ja. Der driftet mir auch teilweise zu stark in die Trash-Schiene schon ab. Also der wirkt teilweise, weil der erste, du findest, das war eine Komödie. Ja. Mit so typischen Splatter-Humor. Aber der zweite jetzt, der ist mir teilweise schon ein wenig in so eine Trash-Schiene abgedriftet, so mit der vierten Wand durchbrechen. Und das war das für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Das war völlig deplatziert und hat überhaupt keine Bereicherung für den Film gehabt. Und dann, ich hätte nie gedacht, dass diese Worte mir aus meinem Mund kämen, aber dieser Pümmelhumor ist ja inflationär benutzt worden. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Voll krass. Das ist ja, und so zusammenhangslos einfach, dass ständig irgendwo Schwanz und so weiter waren, beim ersten hat das auch noch irgendwie passt und da haben sie ja auch irgendwie so das Alter gehabt, wo du sagst, okay, da funktioniert das noch voll gut, aber jetzt ist das irgendwie, hat sich das aufgesetzt angefühlt, finde ich. Ja, der erste war doch ein bisschen, anders nicht mehr sollen. Der war doch ein bisschen bodenständig. Er war zwar schon seine gruseligen Momente gehabt, dann aber auch sein Over-the-Top-Humor, aber das hat sich immer ein bisschen dann wieder ausgeglichen. Und der ist eigentlich nur noch blöd. Der hat ja mit an Atmosphäre hat der gar keine mehr. Nicht viel, nein. Also, Handvoll Szenen vielleicht, dass du mal sagst, da ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Atmosphäre, aber das wird dann oft einmal sehr schnell wieder kaputt gemacht. Ja, und vor allem, es ist ja nur, auch wenn es aber wirklich gruselig werden würde, was meinst du jetzt, wo sie am Friedhof sind, mit Blitz und Donner und Regen und Zack und was weiß ich, aber es werden ja permanent richtig beschissene Witze gerissen. Also, ja, es war schon so Troma-mäßig. Es war wirklich, es geht in die Troma-Richtung, wobei mir das ja normal gefällt. Aber jetzt, durch das, dass mir der erste Teil halt so gefallen hat, weil der halt diese Waagschale so schön gehalten hat zwischen Humor und Horror, das hat halt der nicht. Der ist null Horror, der ist eigentlich nur spoofig, lustig, in Anführungszeichen, und splatterig. Ja, der arbeitet irgendwie so nach dem Motto wie bei Meine Frau, die Spartaner und ich. So viel Witze am Stück eine ballern, dass er nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn arbeiten kann, weil er hat dann schon auch seine lustigen Momente, wo er gut lachen hat können, aber dann sitzt er dann so 5 Minuten später drauf und denkst dir, ja, in einer gewissen Art und Weise habe ich den Witz jetzt seit 16 Mal davor schon gesehen, das brauche ich vielleicht wieder mal irgendwas anderes, bitte. Ja. Das ist ja wie, ich weiß es auch nicht, weil ich finde, Ganzer Kimbo zum Beispiel, da hat ja der Humor auch gut funktioniert, da hat er das auch können. Ich weiß nicht, warum er das bei Deathgasm 2 jetzt so für mein Gefühl überhaupt nicht geschafft hat, den Humor irgendwie ordentlich zu halten, weil auch diese Post-Credit-Scene oder Mid-Credit-Scene, die da noch kommt, die war auch kein Stück lustig in meinen Augen. Null. Mit dem Shredder da, weißt du, was ich meine? Also das war also, wo ich gedacht habe, weiß nicht, wer hat dir gesagt, das ist super lustig, bau das noch als Mid-Credit-Scene ein. Ich habe mir nur gedacht, weil der Film ist ja mit Crowdfunding finanziert worden. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist das ja so ein Gag für die Crowdfunder, weißt du, dass die Namen, die da genannt werden, die da gehäckselt werden, dass das vielleicht ein Gag ist für die Finanziers von dem Film. Weiß ich aber jetzt nicht. Das war jetzt nur so eine Idee. Ja, das kann sein. Dann war es eine coole Idee und ein nettes Gimmick für die Crowdfunder, aber so für einen Otto-Normalschauer wie uns jetzt da, die mit Kassetten nichts am Hut haben, die denken sich gerade, was soll denn das? Ich war öfters einmal auch erinnert an Cabin Fever 2.
Da war der eins auch so, dass du sagst, ja, okay, auch humorisch und Horror. Und ob er jetzt heute noch zündet oder nicht, Herz in unserer Folge, unserer Besprechung zu Cabin Fever. Und der zweite ist ja nochmal über allem. Da wo du meinst, okay, das gehört ja schon fast gar nicht mehr zusammen. Gut, in dem Fall ist bei Deathgasm 2, es passt super zusammen, weil es sind wieder dieselben Figuren, dieselben Schauspieler. Ist cool an sich, dass man, das ist so eine Reunion und auch, dass man dann dieses Battle of the Bands macht und bringt dann auch alle wieder zusammen. Und dann tut sich natürlich wieder die Spreu vom Weizen trennen, die echten Metaler, die True Metaler, die Death Metaler und dann diese, so diese Pop-Metal, die eher so auf Show sind und so, die werden alle durch den Kakao-Song und so, also, und natürlich siegt natürlich der richtige Metal. Nicht der aufgesetzte Pop-Metal. Nein, der True Metal mit V geschrieben, das ist der immer straightforward geht, ja. Ja, das finde ich fangen jetzt schon wieder ziemlich gut ein. Ja. So dieses ganze Metal-Gehabe, das haben sie wirklich als warten sie einfach da aus dieser Szene rausgekommen. Das ist, wenn du da dann also Bude anschaust mit der ganzen Deko und so weiter im Hintergrund, die Patches, die überall dran sind, man sitzt schon immer wieder da und denkt so, geil, der andere mit seinem Cannibal Corpse Shirt, das Geile halt. Bei den Patches, da war, jetzt weiß ich mal, welches da so da war eigentlich Suffocation, ein riesiger Suffocation-Aufnäher oder Slayer natürlich. Dann, wie du sagst gerade, das Marduk-Shirt. Also ein geiles Marduk-Shirt, was schon. Ja. Fuck me Jesus. Oberwelt, ja. Das haben sie da geil. Oder halt dann auch so dieses Grintige, was heißt bisschen, dieses Obergrintige, weil von den Kandidaten hast du da auch gerade genug in der Szene, die halt Oberassis sind, wo die Bude ausschaut, als daten alle im Vorbeigehen reinscheißen und einen Müll abladen drinnen. Ja. Genauso lebt da halt auch der Brody. Das finde ich, also das Feeling ist schon wieder, er hat schon für mich auch das Deathgasm-Feeling einfangen können, aber er hat mich halt durch den Versuch, einen Witz nach dem anderen, der immer besser und immer krasser sein soll, durch das hat er mich dann irgendwann immer wieder verloren. Und das fand ich echt schade, weil ich mich unglaublich viel gefreut auf dem Film. Weil der ist ja damals, als der erste gekommen ist, da ist er der schon angekündigt worden, dass er einen zweiten Teil geben wird mit Armageddon. Ja, schwierig. Dann war es 10 Jahre und dann versucht er da irgendwie, was weiß ich, ein Stand-Up-Programm zum Schreiben. Ja, und ich muss ja wirklich sagen, meine Euphorie war ja, hey, endlich da dieser Film, 10 Jahre lang gewartet. Den ersten haben wir ja im Hardline gesehen damals und war ein Riesenspaß. Und dann eben, wie gesagt, jetzt dieser die lang erwartete Weiterführung. Und dann sitzt du im Kino drin und hast eigentlich voll die gute Laune, weil jetzt geht's los. Und das ist dann kontinuierlich der Spaß so bei mir immer weniger geworden, weil ich dann gedacht habe, das ist jetzt wirklich nicht so, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe oder wie ich mir es gewünscht hätte einfach. Das... Ja, und ich wollte es aber unbedingt, ich wollte so gern, dass mir alles so gefällt. Ich wollte es mir gefällt und ich habe wirklich immer versucht zum Lachen. Aber es waren wirklich manche Sachen dabei, wo ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr, das ist voll anstrengend, dass ich die ganze Zeit zwingen muss zum Lachen. Den Gefallen kann ich da nicht mehr durchhoden scheißen, das geht nicht. Ja, und dann, es war ein bisschen so ein Fremdscham. Ich hab mir gedacht, für einen Regisseur, wie wenn er jetzt da gesessen war. Und dann bei bestimmten Szenen, diese exzessive Pimmelabschneideszene, da wo dann wieder alle gelacht haben, und ich dachte, Gott sei Dank, jetzt funktioniert wieder mal ein Gag. Ja. Verrückt, oder? Ich weiß auch nicht, das ist... Und dann halt auch die Schriftzüge, die so in Comic-Stil einblendet werden, die auch nur aus Schwanz, die abspritzen und was weiß ich, und sich gegenseitig penetrieren bestanden haben. Die waren auch so, wo ich dachte, ja, da fühle ich mich jetzt an Superbad erinnert, an den Abspann, wo es dann das Bier findest, wo der Jonah Hill nur Schwanz gemalt hat. Ja. Aber die Figur war halt damals 8. Und die sind jetzt halt alle 30 oder so. Natürlich haben wir nur infantilen Pimmelhumor im Kopf. Man kennt unseren Podcast, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich habe nie gedacht, dass diese Worte aus meinem Mund kommen, aber der ist so überladen mit Plump. Ja, wirklich, das ist, genau, plump ist das richtig. Das ist wirklich, als da man mir im Podcast die ganze Zeit nur Schwanz zusammen. Genau. Und das 1,5 Stunden lang. Und dann sagt, das ist unsere Besprechung von Deathgasm 2. Machen wir mal eine Folge. Kann man da. Das wird unser meistgehörte dann. Das ist fast so, wie wenn diese Leute Kaminfeuer anschauen, oder? Ja, das stimmt. Das ist dann so zum Einschlafen. Richtig, Schwanz. Okay, Schwanz. Aber was wieder voll geil war die musikalische Untermalung. Da haben wir wieder saugeile Bands dabei. Ja. Ein paar kann ich leider nicht aussprechen. Suga Sangsi-Bock oder wie die heißen, ich weiß nicht, diese fette Deathcore-Band und so, waren wirklich geile Nummern dabei. Passt natürlich auch voll zu den Shirts und so und das Feeling fängt da, wie du schon sagst, das fängt da auch wieder ein.
Und ja, und ein bisschen, vor allem, wie geil sind so Splatter-Szenen in einer so Horrorkomödie, wenn's da noch mit Death Metal oder Trash Metal unterlegt sind. Das gibt halt einfach einen richtig geilen Drive. Ja, das ist immer das Beste, wenn sie in die Filme laufen, wenn sie in die Szenen kommen und dann ein fetter Knüppel im Hintergrund läuft. Ja. Sollten alle Filme machen, das kapieren sie aber nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das bei Hereditary oder so funktioniert hätte. Nein, alle Filme, die so in so Splatter-Comedy unterwegs sind. Okay. Die sollten grundsätzlich immer mit Knüppel im Sack arbeiten, wenn es um Sound geht. Das haben ja das haben sie in den 90er so gern gemacht. Ende der 90er, diese ganze deutsche Indie-Szene, da war ja so gut wie alle Lieder vom Abspann von irgendeiner Schweinegrunz oder irgendein Geröchel oder so. Ja, nicht gerade Abspann, ich möchte es auch bei der Splatterei singen. Ja, richtig, da bin ich bei dir. Bei sowas passt das. Ich habe auf alle Fälle gesagt, ich muss mir den ersten einmal anschauen, weil ich kann mich eben an den gewamperten Teufel nicht mehr erinnern. Der war nicht so gewampert. War. Der Schlagzeuger war nicht so gewampert im ersten. Der hat dann ungefähr 280 Kilo zugenommen jetzt, oder? Ja. Und ist also richtig fertig. Ja, richtig geiles Reindl Leberkäse ist er jetzt halt einfach voll. Ja, und sie haben ja im ersten Teil, haben sie ihm ja einen Arm ausgerissen und jetzt hat er so eine Prothese, wo er immer so Sachen drauf stecken kann. Aber die Witze funktionieren an null. Nie, überhaupt nicht. Nicht einer. Nicht einer. Ja, oder ich sag, ich gebe ihm nur den, wo er den Haikopf drauf hat. Aber warum? Warum? Den gebe ich ihm gerade noch. Aber er ist halt auch schon wieder, er spricht halt schon wieder für die Trash-Richtung, die er da einschlägt. Aber ja. Gerade das wisst, wo es wir reden. Der Mike hat ja gerade gesagt, er hat im ersten Teil einen Arm verloren und jetzt hat er halt eine Prothese und da kann er halt dann immer verschiedene Sachen aufstecken. Und sie arbeiten da halt mit dem Running Gag, dass er da dann immer was vermeintlich Lustiges drauf tut und dann hat er halt eine kleine Mini-Hand und eben dann einen Haikopf drauf und sein Drumstick. Also lauter verschiedene Sachen, die alle lustig sein sollen und es ist nicht einer lustig, außer in meinen Augen der Haikopf. Wie gesagt, den lasse ich ihm. Ja, oder dann so Dinge, dass er, wenn er dann zum Schlagzeugspielen hernimmt, dann fliegt er immer davor und so. Denke mir, was sind das für Gags? Das ist doch auch nicht lustig. Was ist denn los? Was nicht. Lustig war in der Probeszene, die war lustig. Die Probeszene war gut. Das gebe ich gut, ja. Also wie gesagt, es jetzt wird wirklich ultra negativ, wie wir da reden. Er hat schon auch wirklich seine guten Momente drin und seine guten Witze auch, aber das Problem ist, dass man sich den, glaube ich, zweimal anschauen muss, dass man die besser zu schätzen weiß und dann, weil man dann auch nicht die ganze Zeit drauf wartet, was ist der nächste gute Witz, sondern man weiß, wo es dann irgendwo sind. Ja. Weil der wirklich ja nur einen nach den anderen raushaut, du weißt überhaupt nicht, wann darf ich lachen, ist es jetzt dumm, wenn ich lache, bin ich dann dumm, wenn ich jetzt lache, ist der Regisseur dumm, weil er meint, wir lachen dabei, ich weiß nicht. Und oh Gott, der möchte lustig sein, die lachen überhaupt nicht. Was ist denn los mit mir? Film unterhält mich halt, was ist denn los? Was dann dauert er auch so lange, was dauert dann? Über 102 Minuten dauert er dann. Echt, waren das 102 Minuten? Ja. Das war das Einzige, weil das haben wir früh gesagt und ist ja auch, dass er eigentlich ein wenig zu lang war, aber mir ist er trotz allem nicht zögert vorgekommen. Ja. Das hat mich selber verwundert. Ja, aber er ist ja trotzdem, es rührt sich ja immer wo, er ist trotzdem ja ziemlich schnell. Ja, und er ist ja sehr episodenhaft erzählt. Das sind immer so, eine richtige Handlung, eine stringente hat er ja im Endeffekt auch so nicht. Sie hangeln sich halt von irgendeinem Szenario, wo es irgendwo sind, wo es angegriffen werden oder wo im Hintergrund Leute gefressen werden oder sonst was, wo es auch konsequenzlos ist. Also, das ist jetzt auch mein Flop, vielleicht nehme ich jetzt auch schon vorweg, aber es gibt so Sachen, es werden Leute im Park ausgeweitet und zusammengefressen von Zombies. Es sind mehrere Leute in dem Park, aber es fällt kein Menschen auf, es kommt dann auch keine Polizei oder sonst was. Es ist einfach passiert, aber es hat keine Konsequenz. Und dann werden Leute irgendwo zusammengefressen, eine ganze Herd Leute kommt irgendwo hin und wird umgebracht, müssen aber an die anderen schon vorbeigegangen sein. Das muss aufgefallen sein, dass die Leute da aufgegangen sind in den Raum, wo es alle umgebracht worden sind. Aber es fällt kaum auf, dass die vorbeigegangen sind. Es fällt kaum auf, dass die weg sind. Null hat Konsequenz. Null. Ja, weil so ist ihm oft passiert, die Konsequenz. Das haben wir nicht mitgekriegt. Ja, weiß jetzt auch nicht. Und dann in der Zwischenzeit hat er sich ja dann alle schon bei ihm im Hof vergraben, also der feiert gar nichts. Ja, oder dann da werden ja dann auch noch mehrere Zombies von den Gräbern wieder auferweckt. Und die haben dann müssen es unbedingt beim Schlürfen durch die Stadt, müssen sie an so einem Halloween-Shop vorbei und dann kriegen sie, oder so ein Faschingsgeschäft, keine Ahnung, und dann kriegen sie alle Kostüme. Der Oberzombie, der wird als König, die anderen Zombies, da ist so Harlekin,
der andere Elf mit Flügel und so. Warum jetzt das noch? Weil das ist ja auch nur lustig. Das ist, nur weil sie jetzt wirklich verkleidet sind, macht es das nicht lustig. Nein, das habe ich mir auch gedacht. Was hast du jetzt bei dem Scheiß jetzt gerade gedacht? Warum hast du jetzt gemeint, das ist, was denkst du denn jetzt gerade wieder, dass das jetzt witzig ist, wenn ich beim Zombie die Flügel hinten auf tue? Ja, wow. Das ist, wie gesagt, ich verstehe es, weil der Death Humor, der funktioniert für mich heute noch, auch wenn der schon ziemlich infantil ist, aber da kann ich einfach mitlachen, weil da sehe ich mich schon auch selber ein bisschen in diesem Humorlevel, vor allem in jüngeren Jahren auch. Dann auch bei eben Ganser Kimbo, der hat auch guten Humor drinnen gehabt und hat Spaß gemacht und so, aber dieser Deathgasm 2, da ist ja der Humor das ist ja unfassbar, was das eigentlich für eine Kluft ist zwischen die ersten zwei und dem jetzt. Das kommt mir so vor, wie wenn der Regisseur nicht verstanden hätte, warum das der erste Teil so gut funktioniert hat. Und dann hat er gesagt, wir nehmen jetzt alles. Ich habe keine Ahnung, was funktioniert hat. Wir nehmen jetzt einfach alles, was die Leute, was der Regisseur glaubt hat, was die Leute gefallen hat, und scheißt den Film jetzt voll damit. Gut, beim Gore ist natürlich nicht schlecht, weil die Effekte geil sind und reichlich und so wirklich richtig ausgedehnte Fressszenen mit Innereien raus und so. Und also so over-the-top Braindead-Sachen mit, wenn der Dodie Körper, der Kopf herunter ist, aber trotzdem Hunger hat, dann stopft er sich einfach die Innereien und das zeigt oben in den Hals rein und schmeckt das gut und so. Weißt du, das ist, lassen wir schon wieder eingehen, das ist cool. Und ja, oder durch den Kopf durchgehauen und dann das Hirn in der Hand haben und so einen geilen Scheiß. Also, schön. Splatter, da 10 von 10, da liefert er richtig ab in meine Augen. Ja. Und ach was, ihr habt's gelacht bei der Dildo-Szene im ersten Teil. Dann gibt's jetzt einfach 1000 Schwanz in dem Film. 1000. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Also ich war schon enttäuscht, muss ich sagen. Also von der Geschichte und vom Humor war ich schon enttäuscht. Muss ich schon sagen. Da gehe ich mit. Das hat mich auch, ich bin leider auch eher enttäuscht aus dem Film ausgegangen, als ich begeistert war. Und das ist echt schade, weil, wie wir schon gesagt haben, ich habe mich wirklich enorm auf den Film gefreut. Da habe ich eigentlich gemeint, das wird so einer der Highlights aus dem Jahr. Mm. Und dann kriege ich einen Zipfel ins Gesicht gehauen. 102 Minuten lang. Mehrmals. Von verschiedenen Leuten. Hollywood. Und der Mike frisst mir auch noch mal Zeit zusammen. Im Kino, die Bläser. Ja, du hast, also, ich wollte doch das noch ans Meer haben und dann hast du es zusammengefressen. Also. Dreckschwein. Wahnsinn. Bevor ich überhaupt hingelangt habe, Kino, hast du schon reingeredet und hast mir das Zeug weggefressen, du Schwein. Das gibt's ja nicht. Also jeder, der mal mit Mike ins Kino kommt, dann nimmt nichts zum Essen neben Mike, weil der ist sofort der Staubsauger. Ja, ich kaufe nämlich auch nie selber was, weil ich bei den Leuten nur immer mitfriss. Ja, ganz genau so ist. Ja, so ist. Dreckschwein. Aber du hast vorher schon mal kurz angeteased, sollen wir mal auf unsere Tops und Flops gehen, weil du kannst, oder hast du noch was zu dem Film, weil ich finde, er gibt gar nicht so viel Material zu besprechen her. Leider. Außer vielleicht noch die 2 Cameos, die wir gesehen haben, oder? Also den Sänger von Trivium. Ach, das war ein Spaß, richtig. Das war gut. Schön. Und dann für die Wrestling-Fans haben wir dann noch, ich glaube, Braun Strowman haben wir noch da gehabt. Das ist dieser Security gewesen, der dann noch ein paar geile Wrestling-Moves auspackt und die Leute umeinander wirft, wie er so im Ring Viech her? Ist das ein Tier? Schau dir mal auf YouTube Videos, oder? Das ist irre, was das für ein Brocken ist. Und das ist auch cool gewesen, wie der da noch auftaucht ist. Waren noch nette Szenen. Ja, aber dieser Trivium-Sänger-Auftritt, das war fast schon so wie Bill Murray in Zombieland. Das war echt gut. War echt schön, ja. Das war super. Vor allem auch dann die Auflösung von der Szene. Ja. Aber ich muss sagen, so allgemein das Feedback von den Leuten, was man so gehört hat, das ist eigentlich die meisten so gegangen wie uns, oder? Es war mehr Kopfschütteln und das aber nicht zum Headbangen, sondern eher verständnisloses Kopfschütteln, oder? Ja, das war auch so der Tenor, den ich da mit rausgehört habe. Das ist echt schade, ja. Na gut. Vielleicht wird es bei Deathgasm 3 dann wieder anders. Mal schauen, weil das Ende, wer weiß, vielleicht wird da was angeteased. Ja, könnte, will mal gucken. Ja, schauen wir mal. Toppidi Flobbidi. Also mein Vlog habe ich schon gesagt, es wird halt einfach so dämlich der Hicks blättert, sage ich jetzt einmal, ohne dass wirklich irgendwas eine Konsequenz hat, wo ich dann auch sage, okay, dann macht es halt ein bisschen versteckt sonst irgendwo, aber nein, im Park mit Mordsausweitungen und es gibt nie eine Polizei oder dass ein Passant vorbeigeht und sagt, oh Gott, was tut ist da? Ein guter Gag war dabei im Park, wo der Oberzombie
Zack, oder? Der Zack verfolgt einen auf dem Radl. In der einen Szene laufen sie durchs Battle. Na, zuerst zu Fuß, oder? Und dann kommen sie nochmal und er fährt mit dem Radl davon. Er fährt dann auf einmal mit seinem Radl verfolgt dann. Das war schon lustig. Ja. Ja, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, er hat wirklich auch immer wieder sehr gute Witze drinnen, aber es ist leider, wir werden es verdeckt von ziemlich viel Scheiße. Genau, und einer dieser guten Szenen ist eben auch diese besagte Glory Hole Szene. Es wisst dann, wenn sie seht, es wird schon mit der Leuchtreklame wird schon angeteased, Glory Hole. Und das war wirklich ein Riesenspaß. Das war cool. Komplett unter der Gürtellinie, komplett auch over the top, aber das hat wirklich funktioniert und hat auch eine gute Stimmung gebracht im Kino. Und das war so mein kleines Highlight. Das war wirklich etwas, wo ich gesagt hätte, ja, schön. Das hat mir gefallen. Das teilen wir mit dir, das top. Und mir ist nicht scheißegal, was der Corby sagt, aber das... Kein Problem. Weil das wirklich, also diese Glory Hole Szene, die hat absoluten, die ist kultverdächtig. In meinen Augen jetzt schon, weil das so geil dumm ist und so geil witzig auch war. Allein mit dem, wie es dann aufstellt, manche und so zeigen, also ja, genau. Was für kleine Scheißdetails, dass nur eine bauen, das nur obszöner wird, das ganze Ding, also wirklich Weltklasse. Da habe ich auch sehr viel gelacht und sie ist auch so geil unnötig in die Länge gezogen halt auch noch. Also die Glory Hole Szene ist auch mein absolutes Top von dem Film. Und mein Flop ist, was ich schon gefunden habe, ist, dass so da diese Außenseiter-Thematik verloren gegangen ist, die der erste Teil noch mit dabei gehabt hat. Das fand ich schade, weil wir da in der Folge damals mit Richie auch schon drüber geredet haben, dass man sie da, wenn man aus der Szene kommt, dann findet man sie in dem Film auch teilweise wieder und hat sicherlich also den einen oder anderen Moment, den man selber auch erlebt hat in einer gewissen Art und Weise. Ja. Und das ist halt jetzt da auch wieder komplett weg. Das hat halt im ersten Teil auch noch so eine gewisse Figurentiefe dazugegeben, finde ich. Und das ist mir jetzt im zweiten Teil auch komplett abgegangen, weil es ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, da ist überhaupt nichts mehr mit Figurenentwicklung oder Storytelling oder sonst was, sondern es ist wirklich nur so von einem Blödsinn oder einer Splatterei in die andere eine stolpern. Einfach nur Mittel zum Zweck und überhaupt keine Erzählung mehr. Und es gibt ja auch keine anderen Figuren. Es gibt ja nur die Leute, die zu der Band kehren, die Leute, die zu der anderen Band kehren. Und eben, wie gesagt, in der Stadt sechst du sonst keine. Der Einzige, der wo du mit einer interagiert, ist der Typ im Arbeitsamt. Aber sonst, dass die mit anderen Leuten noch zusammenkommen hatten oder irgendwas, das ist ja auch, die haben ja im Endeffekt fast allein in dem Dorf oder in der Stadt. Das ist, ja. Aber, wie schaut's dann mit dem Triple Threat aus? Da meine ich, ist nicht schlecht. Haben wir Titties? Die haben wir nicht. Nicht, gell? Ich hab auch noch spekuliert, aber wir haben keine Titte gehabt. Nein, nicht eine. Das ist ein wenig schwach, weil der erste Teil hat schon gehabt. Ja, aber haben wir dafür Trompeten? Ja, aber hallo, eine ganze Fußballmannschaft voll. Ja, also trompetet wird ordentlich. Ordentlich, ja. Dafür haben wir im ersten Teil keine Trompete gehabt, oder? Nein, nur den Dildo, den haben wir ja einen halberten gegeben, glaube ich, damals, oder? Ja, genau, aber dafür, schön, das ist dann so, der erste Teil hat uns mit Titten beschmissen und der zweite jetzt dafür mit Schwänze. Das stimmt. Und wie schaut's denn mit toten Tieren aus? Ja, wir haben ein totes Tier. Leider haben wir ein totes Tier dabei, ja. 2 von 3 ist an sich gar nicht mal so schlecht. Ja, mehr hat man meinen. Naja, mal gucken, ob wir uns noch einen dritten Teil anschauen müssen oder dürfen. Mal schauen, was draus wird. Ich hoffe, dürfen, aber den zweiten, ja, da ist jetzt auf jeden Fall Luft nach oben. Das ist jetzt so wie diese Gemälde mit diesem schönen Pferdl und so, da haben wir jetzt am Abend, der Arsch vom Pferdl ist wunderschön gezeichnet. Die Mitte ist jetzt ein bisschen so mit Wachsmalstifte und ich hoffe, dass der Kopf vom Pferdl dann nochmal so richtig geil wird. Ja, genau. Die Rückkehr des Königs wollen wir dann so auf dem Niveau, wenn wir dann haben. Der Gersam 3, die Rückkehr des Königs. Genau. Ja, bin ich gespannt. Also, und der Film wird auch wieder mit der 18er Freigabe bei uns durchkommen. Prognostiziere ich jetzt einmal, weil da jetzt nichts dabei ist, wo es irgendwo bei der Prüfstelle, Mords beanstanden würde, weil ja der Humor auch so krass präsent ist, dass das Gezeigte keiner wirklich ernst nehmen kann, egal wie grob das ist. Da die auch sagen. Da sind wir, aus der Zeit, aus dem Alter sind wir draußen, dass wir da spinnen. Das darf ich auch sagen. Das darf funzen, ja. Naja. Ja, schreibt uns mal in Kommentare, was, falls ihr es auch auf irgendeinem Fantasy-Filmfest Standort wart und habt den Film auch gesehen, verzeiht uns mal, wie er euch gefallen hat. Im Vergleich zum ersten Teil. Da mich interessieren, ob irgendjemand sagt, ihr seid ein Humorbehinderte, ist zwar. Das ist alles das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Oder sagt ihr ganz genau, wie immer, habt es
absolut recht. Seit 300 und was weiß ich, 20 Folgen ist es einfach so, dass ihr immer 100% recht habt und auch hier wieder das Gleiche, ihr habt 100% recht. Genau. Haut es in die Kommentare rein, so macht man das. Und weil wir mir vom Fantasy Filmfest nicht gesponsert werden und wir unsere Eintrittskarten immer noch selber kaufen müssen, macht's vielleicht auch mal ein Steady-Abo. Lasst wird Viecher, Kruzifix, wird Viecher. Lasst mir ein Steady-Abo umwachsen und dann können wir uns noch viel geilere Festivalaufenthalte leisten. Und es kriegt natürlich als Gegenleistung dazu unsere saugeilen Besprechungen. Aha! Ja. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Dabeisein beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nicht vom Noise Quest. Auf jeden Fall der von Neuseeland. Da haben wir der beste Podcast. Der Trusis. Macht es gut, danke schön und auf Wiederhören. Jo, servus und habe die Ehre.